Da gibt es einen Ort, an dem die höchste Kunst ihren Anfang nimmt. Ein geheimes Mekka für Kalligraphen, Maler und andere Anstreicher. Wer denkt, ein Pinsel sei nur ein Stiel mit Borsten, erhält hier Lektionen in Mannigfaltigkeit. Wie viel Zeit haben wir? Ja, das ist jetzt wirklich, es ist ein großes Feld, das da bespielt wird. Kann man denn in der jetzt modernen digitalen Welt mit dem ältesten Werkzeug, was es so eigentlich gibt, Bürsten und Pinsel, wirklich noch was anfangen? Nürnberg-West seit Generationen Heimat der Firma Da Vinci. Eine der weltweit wichtigsten Künstlerpinselmanufakturen. Hier setzen Pinselmacher Haar auf Stiel. Unzeitgemäß? Vielleicht, aber so verlangt es das Handwerk. Bürsten- und Pinselmacher, ein fast ausgestorbener Ausbildungsberuf. Kein Fließband, immer wieder gibt es Pausen. Denn nur so gelingt sie, die absolute Präzision. Wenn sich jemand als Pinselmacher bewirbt, dann muss er ihm die Hand geben. Und wenn die Hand natürlich feucht ist, dann kannst du es gleich vergessen, weil dann kleben die Haare oder die Fasern. Also deswegen immer schöne trockene Hände als Pinselmacher, ganz wichtig. Für die Pinselmachermeisterin sowieso. Manuela Blumenthal fertigt gerade einen der hochwertigsten Pinsel, die es überhaupt gibt. Die Besonderheit? Ein Haar, dessen besondere Schuppung sich bis heute nicht synthetisch herstellen lässt. Es stammt vom sibirischen Kolinsky-Rotmarder. Grammpreis auf Goldniveau. Ja, da darf nichts schiefgehen. In der Qualitätsstufe, das sind dann schon die Fachkräfte, die da arbeiten. Ne? Aber dafür macht man ja eine Ausbildung. Und dann darf man dann auch ran nach 3 Jahren. Was sind so die Einsteigerhaare? Ich würde mal sagen, der Klassiker ist die Schweineborste. Und wenn Sie das Haar jetzt anschauen, ne, hat es ganz tolle Spitzen. Und das macht natürlich dieses Kolinsky-Haar natürlich besonders stark, damit die Künstler damit gut malen können. Das Wissen um das Pinselhandwerk hat in Mittelfranken Tradition. In Bechhofen werden seit Jahrhunderten Pinsel hergestellt, vor allem für gewerbliche Anstreicher. Nach dem Krieg hat ein junger Pinselmacher eine Vision. Warum sich nicht auf Künstler spezialisieren? Hans-Fried Defet verändert die Firma seiner Familie fundamental. 1951 der Künstlerpinsel Da Vinci. Als ich angefangen habe hier, hatten wir noch 5 verschiedene Rindsohrenhaarqualitäten, weil in jedes Land die Leute die Farbe von Rindshaarpinsel wollten, wie sie von der Weide draußen gekannt haben. Also in Skandinavien musste der Rindsohrenhaarpinsel schwarz sein. In Süddeutschland war er dunkelbraun, in Italien war er hellbraun. Bei gleichen Eigenschaften, ne? Also egal welche Farbe das Rindshaar hat, es hat dieselben Eigenschaften. Es geht nur um die Farbigkeit. Auch hier läuft ein Teil der Produktion inzwischen maschinell und Synthetikfasern ersetzen immer öfter die Borsten. Im absoluten Spitzensegment aber ist das Tierhaar unerreicht. 3.000 €. Dieser Pinsel aus den längsten Haaren des Rotmarderschweifs. Für die Feinarbeit Mikropinsel. Der ist eher für Flächenkünstler. Und dieser Dachspinsel ein Farbvertreiber. Das ist eine Leidenschaft. Für den Beruf muss man geboren sein. Es macht Spaß, wir Künstler für Künstler zu arbeiten. Andreas Oehlert, Maler, Pinsel-Heavy-User. Also das ist jetzt eben der Farbton für die Zeichnung, die da letzte Woche fertig geworden ist. Dann kann ich mal zeigen mit diesem Flachpinsel, dass ich eben mit so einem Pinsel eben ganz vorsichtig die Farbe auftrage. Dann kriege ich wirklich eine sehr schöne, homogene Fläche zustande. Und dann muss ich natürlich gucken, dass es ein Pinsel ist, der die Farbe sehr gut aufnimmt und nicht alle Farbe schon verliert, bevor ich am Blatt bin. Letztendlich ist jeder Pinsel ein Diener der Farben. Das je eigene Medium zwischen Künstler und Bild und nicht selten auch Träger tausender kleiner Zufälle und Fehler, die Kunstwerke so einmalig machen. Ein stiller Komplize im Aneignen der Welt. Ja, wirklich die Pinselsammlung über die letzten 20 Jahre. Und viele Pinsel davon habe ich wirklich innigst geliebt, wie man jetzt an dem sieht. Teilweise sind die wirklich dann schon ein bisschen angebrochen gewesen. Aber ich habe die eigentlich teilweise zu Tode geliebt. Hermann Mayer ist übrigens kein Maler, trotzdem gehört sein Ohr den Künstlern. Hier eine Spezialanfertigung für Gotthard Graupner.
der damit die Kissenbilder im Schloss Bellevue gemalt hat. Die größten Gegenwartsmaler nutzen Da Vinci-Pinsel. Anselm Kiefer, Damien Hirst. Und diesen Spezialpinsel nutzt angeblich gerade Johnny Depp. Der Pinsel und seine Eigenheiten. Stimulans für Fantasie. Egal, was man alles am Bildschirm machen kann, es wird nie die Haptik ersetzen von Papier, von Farbe und von dem das Ganze in der Hand zu haben. Das ist einfach, bleibt immer was Besonderes. Apoll, der Gott der Kunst, so heißt es, führte einen Pfeil. Andere glauben, es war ein Pinsel. We'll take some black, a little purple blue, maybe, yeah, right.